Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Willkommen, liebe Kinder, zu der 11. Folge Radio Waldrand. Ich mache den Podcast hier in die Jägerhütte heute zusammen mit dem Tofuchs und wie immer mit dem Seichhörnli. Salut zusammen, ich bin's, der Tofuchs, der Zürcher Stadtfuchs, if you know what I mean. Tofuchs, du weißt ganz genau, dass es nervt, wenn du immer Englisch redest. Ja, wir in Zürich machen das halt so. Wir sind international, weisst? Eine Großstadt mit Leuten aus aller Welt, weisst? Jetzt kannst du dich aber wieder ein bisschen beruhigen, weil da bei uns im Jägerwald verstehen wir kein Englisch. Und es ist eher so, dass man ausserhalb von Zürich das ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen peinlich findet, wenn ihr immer englische Wörter sagt, auch wenn alles Schweizer um euch sind. Fuchs. Wurst. Hoi Kind, ich bin Seichhörnli. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also, du regst mich so auf Seichhörnli. Manchmal machst du mich echt Fox-Devils-Wild im Fall. Was am Tofuchs über sein International Leberli gekrochen ist, finden wir dann nachher vielleicht raus. Aber zuerst will ich euch Kind noch sagen, dass wir da immer am Donnerstag allein sind in der Jägerhütte von der Jagdkapelle. Ja, weil am Donnerstag die Jäger ja immer auf einer Schulreise sind. Obwohl sie eigentlich gar nicht mehr in die Schule gehen, aber Schulreisen super finden. Ja, dann haben wir da Ruhe, niemand macht laute so Jägermusik und so können wir den Podcast gut aufnehmen. Die Jäger sind im Fall heute auf einer Schulreise, also auf ihrer Schulreise, sind sie Reben schnitzen zum Samichlaus. Also, Tofuchs wirklich, was heisst da? Also, Räbenlichtli und Räbenlichtli, bla bla bla, das nervt mich irgendwie und ist voll cringe. Also Tofuchs, du bist ein Löli. Räbenlichtli und Zeug sind doch so schön. Mit diesen Liederweis und so. Ja, schon nice, aber Halloween ist viel cooler, Mann. Was? Halloween? Wer ist denn das, wo du da Hello sagen willst? Wien? Mann. Halloween? Mann, Halloween, das ist halt Englisch. Halloween. Und das heisst, weiss auch nicht, was es heisst. Das ist schon ein bisschen creepy und so, weisst? Man verkleidet sich so gruselig und geht von Tür zu Tür, läutet und wenn jemand aufmacht, dann sagt man, hey, Süßes oder Saures? Wenn es dann nichts Süßes gibt, ja, dann gibt's aus. Ja, also zum Beispiel so eine Zitrone oder so. Eine Zitrone ist mega gesund, so schön, so einen schönen Brauch. Nein. Ja, dann macht man halt einen Streich am Haus. Das heisst Saures. Mann. Streich finde ich gut, einen Streich. Aber was für ein Streich ist die Frage? Eigentlich muss man nie einen Streich machen. Ich habe noch nie einen machen. Eigentlich macht man keinen Streich, weil ja da in der Schweiz alle Erwachsenen den Kindern so süßes, klebriges Zeug gibt, das sie dann sammeln. Also ein super Brauch mal das Halloween da. Also, man verkleidet sich, obwohl es gar nicht Fasnacht ist und geht ein bisschen süßes Zeug sammeln. Mal, das ist toll und auch so sinnstiftend. Ja, und
ist halt modern und nicht so mit einer muffigen Rebe rumlatschen und dann ein bisschen Liedli singen, die schon die Urgroßmütter gesungen haben. Stimmt. Die nerven so. Dann kommen sie einmal in den Wald und so mit diesen Liedern. Also jetzt mal ganz locker Tofuchs. Nichts gegen unseren Rebenlichtli-Umzug, den wir da einmal im Wald machen. Bei Halloween geht es übrigens eigentlich ums Gleiche wie beim Rebenlichtli-Fest. Eigentlich. Es geht nämlich um die gestorben sind. Habt ihr das gewusst, Kind? Das sind uralte Brüche, Halloween und das Rebenlichtli-Fest. Ui nein, Marius, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja wirklich gruselig. Also, um die gestorben sind, geht's? Ja, also eigentlich schon. Von dort kommt das her, dass man an die denkt, die gestorben sind und im Himmel oben sind. Weißt? Man hat ein Licht angezündet und damit es heller wird, hat man es halt in eine Rebe oder einen Kürbis tun, damit die vom Himmel oben runter, die halt gestorben sind, sehen, dass wir an sie denken. An dem Fest denkt man eigentlich an alle, die gestorben sind. Und früher haben die Leute daran geglaubt, dass man, wenn man da unten auf der Erde ein Licht in einer schön geschnitzten Rebe oder eben einem Kürbis anzündet, dass es dann heller leuchtet und dass man es dann im Himmel oben eben sieht. Dass die gestorben sind, das sehen. Ja, also, ich lebe ja jetzt nicht früher und ich glaube voll, dass das funktioniert. Ich glaube das voll, dass die das sehen. Ja, stimmt. Also, das funktioniert sicher heute noch. Ja, also ich zünde das Jahr an unserem Rebenlichtli und so im Wald, Marius, zünde ich das Lichtli an für die Hedwig. Weiss, die alte Achsengrosse, die im Sommer gestorben ist, das würde ich dann für sie anzünden. Und für den Onkel Walti, mein Eichhörnli-Onkel, der uralt war und darum vor 3 Sommer gestorben ist. Schön. Also, ach, das interessiert doch die Kinder heute nicht mehr. Die einen latschen mit einer angebröselten Reben rum und singen Lieder. Und die anderen wollen halt Süßigkeiten. Nix mit an die Toten denken, das kannst du vergessen. Ja, eben darum habe ich gefunden, jetzt erklären wir das den Kindern mal. Und das ist eben ein bisschen schade, dass die auch das vergessen und gar nicht wissen. Und ein bisschen traurig. Und darum erzähle ich es ja euch. Ja, aber also, ohne Süßes ist doch langweilig. Nur so eine Rebe. Ja, jetzt lass doch mal unseren Rebenlichtli-Umzug im Fall. Meistens gibt es nach dem Rebenlichtli-Umzug, wo man mit dem Kind in der Schule oder der Spielgruppe oder im Turnverein oder einfach als Familie macht, dann meistens noch eine Suppe und ein Wienerli drin. Also heutzutage wahrscheinlich ein Tofu-Wienerli vielleicht bei den einen. Ich meine, ich heisse ja Tofuchs, weil ich Vegi bin. Aber die Frage ist, oder frag doch Kind mal selber, Marius, was sie lieber haben. Eine Suppe mit einem lampigen Wienerli oder ein Sack voll Süßigkeiten. Ich meine, ist das nicht krass? Ja, also Tofuchs, du bist heute wirklich so ein bisschen piesackig und so ein bisschen hässig drauf. Finde ich auch. Das stimmt schon, du hast schon recht. Ja, stimmt schon, aber ja, sorry, das gibt's halt auch beim coolsten Stadtfuchs mal, dass er halt mies drauf ist. Nicht nur bei euch Kindern oder bei euch Jäger. Ja, du darfst auch mal schlecht drauf sein. Aber schau, also nochmal, das mit dem Halloween, das ist einfach kein Brauch von da. Das ist nicht von der Schweiz. Und Rebenlichtli schon. Aber nicht darum. Ich finde einfach Rebenlichtli schöner. Wir müssen ja nicht immer alles nachmachen, was die zu Amerika machen, finde ich. Ich weiss nicht, ob das jetzt so super Vorbilder sind in verschiedenen Sachen, ehrlich gesagt. Hä? Was? Ja, es ist kompliziert, Eichhörnli. Ja, nur, also, ja, und der Rebenlichtli und so, den habe ich so gern. Wir sind alle zusammen, wir laufen und man schaut auf sein Laterne und es hängt im Dunkeln und so. Der Adalbert so, wir reden das Best und ich. Ja, und ich? Auch der Marius, wir machen ja jedes Jahr im Wald ein Rebenlichtli und so. Da freue ich mich so drauf. Ja, das ist wirklich so schön. Ich freue mich auch. Und wir von der Jagdkapelle machen doch einmal Musik dazu. Wir sind hinterst hinten beim Umzug mit den Trommeln und dem Banjo und den Handorgeln und der Gitarre. Und wir begleiten, das ist immer so schön. Also man kann sagen, dass Halloween und das Rebenlichtli-Fest etwas damit zu tun hat, dass die gestorben sind, merken, dass wir an sie denken. Also Halloween kommt von Irland und Amerika und das Rebenlichtli
Räbenlichtli-Fest aus der Schweiz. In Deutschland und Österreich feiert man auch mit einer Laterne und einem Umzug. Hoi Adalbert! Hoi! Leck, ist das so dunkel draussen. Ja. Obwohl es gar noch nicht Abend ist. Der Herbst ist schon bald vorbei, du. Ja, stimmt. Ja, und ich merk's auch, dass der Herbst vorbei ist, weil ich schon müde bin. Weißt, bald ist Zeit für meine Winterruhe, du. Also, ich würde vorschlagen, dass wir drum, damit wir nicht einschlafen, wieder mal ein Rapperpläppern machen mit dem Tofuchs, weisst? Aber nur, wenn wir zuerst ein schönes altes Räbenlichtli singen. Auch schön, Räbenlichtli. Also gut, dann hole ich jetzt mal Klampfen. Und ich spiele noch Flöte dazu. Nein! Ja, ist ja gut, dann halt nicht. Also, ich singe auch mit. Also, Kinder daheim, sind ihr bereit? Ich zähle auf 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Räbenlichtli, wo gehst du hin? In die dunkle Nacht ohne Sternenschein, da muss mir's Lichtli sein. Räbenlichtli, wo bist du? Durch die Strasse rauf und das Bächli ab, gell Lichtli löschen da. Räbenlichtli, wenn gehst heim, wenn der Beischwind kommt und das Lichtli löscht, dann gang ich wieder heim. Schon noch herzig, schon noch herzig. Und dann noch mehr Stimmung. Es war ein richtiges Chörli. Mega schön. Haben wir auch mitgesungen, Kinder? Ich hoffe es schon. Ja, aber jetzt ist fertig mit dem Vierlefanz. Das war ja total herzig, aber jetzt brauche ich wieder mal ein bisschen international. Weisst, darum machen wir jetzt Radio Waldram. Rapperpläppern mit dem Tofuch. Los, Tofuch, mach das mit dem Maul, wo da okay, ich mach. Ja. Los, sie klapsen. Okay, jetzt geht's los. Tofuch, kannst du rappern? Jo, ja. So richtig rapperpläppern? Jo, ja. Achtung, Tofuch, gib dir Rapport, etwas Mit dem Wort. Wow, Ja, so cool. Ja, mit welchem Wort soll ich jetzt einen Rap-Reim machen? Nein, Räbenlichtli. Ja, also vielleicht fällt uns noch etwas cooler sein. Okay, cooler. Wienerli? Ihr habt echt keine Ahnung von cool sein hier im Wald. Also gut, Wienerli. Okay, warte, ich studiere. Also ich mache den Rhythmus. Gut, wir können anfangen. Yeah. Also, ich freue mich schon mega fest. Räbenlichtli finde ich das Beste. Jetzt auf das Mal. Ja, Findest du das what's Beste? up? Okay, also. Aber ich habe es einfach gern modern, habe Disco-Licht in der Laterne. Die anderen singen Liedli und ich rapp easy vor mich hin. Rapperlichtli, wo gehst du hin? Rapperlichtli, wo gehst du hin? In die dunkle Nacht, tralli, und am Schluss gibt's feine Wienerli. Sehr cool, Tofuch. Sehr schön. Dankeschön. Also Tofuchs, du bist wirklich sehr ein cooler Fuchs. Also jetzt kommen dann die Jäger heim mit ihren geschnitzten Reben und dann machen wir alle zusammen einen Räbenlichtli-Umzug. Kommst du auch, Tofuchs? Also, Bitte. ja.
Also gut, wenn ich dazu rappen kann, weisst, Rapperlichtli und so, ja, dann komme ich auch mit. Ja, super, super. Also, Kind, wir sind schon am Schluss von dieser Folge angekommen. Bevor wir gehen, muss ich euch aber noch 2 Sachen sagen. Erstens, habt ihr gewusst, dass es 2 neue Jackkapellenlieder gibt, wo man überall, wo man streamen kann, also auf dem Computer und dem Gerät und so, finden tut. Das Lagerfeuerlied und «Wir sind alles Waldkind». Ein bisschen ein flippiges Lied. Könnt ihr ja mal hören und mir dann schreiben, wie ihr es findet. Und zweitens könnt ihr am 26.11.25 dabei sein, wenn ich, der Adalbert und das Eichhörnchen im Rössli Stäfen in Zürich eine Folge Radio Waldrand live aufnehmen. Ja, kommt. Mit so Kinderpublikum, weißt du? Also mit euch. Richtig echt. Aber Marius, der muss auch noch sagen, dass die Jackkapelle in dem gleichen Ritter Rössli am 7. Dezember am 3 ausbildet, weißt du, in Stäfen, in dem Rössli Stäfen, weißt du? Ja, aber wir spielen ja auch noch an anderen Leseorten. Aber wenn ihr wissen wollt, wo das wir spielen, dann geht auf unsere Homepage auf dem Computer und dort sind alle Termine. Und wenn ihr Eltern noch kein Weihnachtsgeschenk für Gofen habt, dann findet ihr vielleicht eins in unserem Lädeli. Es hat dort vom Jackkapellen Sackmesser bis zum T-Shirt und den Söcken sehr viel, sehr sinnvolle Geschenksideen. Der Link ist in den Shownotes, also unten dran beim Podcast. So, jetzt legen wir die warme Jacke an und das Winterfell und dann ab an unseren Umzug. Ciao. Tschüss. Ich würde aber auch, ich gehe mit in der Laterne singen. Ich gehe mit in der Laterne. Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.